Wir wollen jetzt eine Landkarte bauen und für das habe ich da tief abgegraben und Redstone gesucht, das abgebaut gefunden und jetzt suchen wir den Weg wieder zu unserem Haus und brauchen dann Eisen und wir machen einen Kompass daraus und mit dem zusammen mit Papier von unserer Zuckerrohrplantage machen wir dann eine Landkarte. So sind wir bei unserem Haus und wir haben hier unsere Kiste, Diamanten gefunden, cool, gell? Das ist Redstone Dust, haben wir abgebaut. Und jetzt brauchen wir Papier von unserer Plantage dort unten. Wir haben also ein bisschen Eisen. 4 brauchen wir, 5 haben wir. Ist ein bisschen knapp. Da ernten wir mal das Überschüssige. Schauen dann, wie viel das wir haben. 10 haben wir erst. In der Zwischenzeit holen wir noch ein bisschen Holz. Weil das uns ein bisschen ausgegangen ist. Sugarcane wächst vor allem, wenn wir in der Nähe sind. Das heisst, wir können nicht einfach irgendwo weit weggehen und denken, das würde jetzt alles wachsen für uns. Okay, wir haben jetzt 22. Jetzt habe ich ein bisschen Holz, das heisst, ich kann da unten eine Werkbank machen, da muss ich nicht rauf zum Haus gehen. Das ist mal Papier. Ich klicke mal Shift Papier. Das sagt mir aus 3 Sugarcane nebeneinander gibt es 3 Papier. Und ich kann das 7 Mal machen, das heisst, das sollte 21 Papier geben. Wenn ich jetzt Shift Papier klicke, 21. Okay, jetzt müssen wir einen Kompass machen. Map mache ich. Das ist ein Redstone, den ich gebraucht. 4 Iron. Gibt einen Kompass. Pam. Jetzt hat es neue Recipes unlocked. Wenn ich jetzt da reingehe, sehe ich da Empty Map. Klicke drauf. Jetzt sehen wir, ich brauche einen Kompass in der Mitte und 8 Papier rundherum. Das gibt ein Empty Map. Dann kann ich das einmal nehmen. Irgendwo in meine Hand. So, nein, ja, so. Das ist jetzt immer noch ein Empty Map. Wenn ich jetzt Rechtsklick mache, zeichnet es mir eine Map von da, wo ich bin. Und ihr seht da unten rechts das Symbol auf der Karte, das jetzt umdreht. Das bin ich. Die Karte ist jetzt aber sehr klein. Die Karte will ich grösser machen. Dann wieder auf Werkbank. Sehen wir, die Map habe ich jetzt gezeichnet. Mit dem Rechtsklick vorher. Und ich will es grösser machen. Da kann ich jetzt Papier rundherum tun. Und jetzt ist es grösser. Das heisst, wenn ich es jetzt anwähle, sehen wir sehen mehr auf dieser Karte. Das ist jetzt aber auch nochmal eher klein. Das zeigt ja nicht viel mehr als das, was ich schon kenne. Aber um es noch grösser zu machen, muss ich jetzt einfach mehr Papier haben. Es wächst schnell, relativ schnell wieder nach. Wenn ich es grösser gebaut hätte, die Plantage, wäre es natürlich dann noch schneller nachwachsen. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich gehe rauf, bevor die Monster kommen. Hoffentlich bevor die Monster kommen. Es wird manchmal schnell dunkel. Die Spinnen sind schon draußen, aber wir können da rein. Und jetzt ist es morgen. Jetzt, wie viel von denen habe ich? 11. 11 Papier und ich weiss, ich kann es so hin tun. Ich habe 3 mal 3, 14. Papier habe ich jetzt zusammen mit dem, was ich schon hatte. Jetzt nehme ich meine Karte wieder in die Mitte und kann nochmal 8 rundherum. Jetzt gibt es nochmal eine grössere Karte. Und ich könnte es jetzt noch grösser machen, würde ich auch wählen. Ein Creeper gsi, ja?
Ich glaube noch 6 Papier gehabt. Das heisst, ich brauche nochmal 3 zum eine Schicht rundum noch weitermachen. Ja, so machst du immer wieder mal eins, wenn ich da in der Nähe bin. So, was gehen wir da hin? 15, so, geht 15. Neu zu diesen 6. Jetzt nehme ich meine Karte wieder in die Mitte. Papier rundum. Nimm die Karte und Papier nochmal rundum. Nimm die Karte und jetzt schauen wir mal an. Jetzt ist sie schön, schön groß. Ich glaube, das ist jetzt das maximal Mögliche. So macht man also eine Landkarte in Minecraft und kann dann die Welt entdecken und trotzdem wieder heimfinden. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!